Ja, er ist da. Der Herr ist da. Er persönlich ist da. Er hat versprochen, wenn 2 oder 3 in Matthäus Evangelium, Kapitel 18, hat uns versprochen, wenn 2 oder 3 unter meinen Namen kommen, er wird da. Wir sind hier unter seinem Namen und mit seinem Namen sind wir zusammengekommen. Ich grüße Sie alle in den Namen unseres Herrn Jesus Christus in dieser zweiten Botschaft. Heute ist eine Einladung. Komm mit. Komm mit. Diese Geschichte von Bartimäus hat meinem Herzen bewegt. Dieser Mann, der saß jahrelang vielleicht auf der Straße als Bettler, hatte keine Hoffnung mehr, als ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Hatte manchmal die Augen gesehen von den anderen. Leute, die haben gespottet oder etwas gesagt, obwohl war blinde. Aber er konnte das vorstellen. Manchmal fühlte er, wie die Galabien. Früh in unserer Heimat, in Allerorient, hatte man ein langes Kleid. Da war keine Hose damals. Und der Mann geht und man fühlt auf die Market, wenn jemand vorbeigeht, da kommt ein bisschen Wind mit, wegen dieser großen Kleid. Hatte Bartimäus immer gefühlt, viele, die sind vorbeigegangen, aber weniger, die haben zu ihm etwas gegeben. Und ein blinder Bettler ist anderer als Bettler, der sehen kann. Der Bettler, der sehen kann, bleibt still, aber wenn jemand kommt, streckt seine Hand. Aber ein blinder Bettler, weil er sieht nicht, wer kommt, er hat die Hand immer so. Immer so. Bleibt so, weil ich weiß nicht. Er weiß nicht, ob jemand kommt oder nicht. Und wenn ihr hört, dass jemand kommt, versucht so. Ich habe gehört eine Geschichte von einem Bettler, der saß sehr ungepflegt und versucht, richtig ein bisschen Wunde zu zeigen oder macht Bandage, egal wo oder hier, dass die Leute, er bewegte die Herzen von den Menschen, dass die etwas geben. Da kam ein Europäer aus der Schweiz vielleicht nach Ägypten und er sieht dieser Arme, dieser Bettler und er guckt, es gibt in der Schweiz solche Leute nicht. Der eine sitzt auf die Straße, hat einfach ein bisschen eine Dose, alte Dose mit bisschen Wasser und er sitzt und er sieht total sehr krank und sehr hungrig aus und der Europäer wollte ihn fotografieren. Aber er hat seine Kamera in dem Hotel vergessen, hat gesagt, ich komme gleich, ich mache ein Foto von dir und die gebe ich dir $5. $5. Er ist weggegangen, um seine Kamera abzuholen und der Bettler hat gesagt, wenn ich sehe so schlicht aus und alles ist schmutzig und ein Foto für $5, wie wird das, wenn ich schnell von dem Baum, hat er eine Plastiktüte in den Baum versteckt mit wunderbarer Galabia, wo er nach Hause abends gehen. Er kann nicht nach Hause die Nachbarin sehen. Da geht er nach Hause mit Zauberkeit und geht raus von zu Hause jeden Tag. Und dieser alte, kaputte Mantel und die Sachen, das ist die Arbeitskleidung. Er benutzt das nur, um die Herzen von Leuten zu bewegen. Er ist schnell aufgestanden und er hat die Galabia und er hat es schön angezogen und einfach ein wunderbarer Schal und ein bisschen Wasser und er hat sich ein bisschen gekämmt und er saß wie ein Pascha. Da kam der Schweizer mit seiner Kamera und er sucht überall, wo ist der Bettler? Sucht, findet es. Da habe ich gesagt, ich frage dieser Mann, hallo, war hier ein armer, hungriger, sehr alter Bettler? Hat gesagt, da bin ich. Ich bin. Und du hast mich versprochen. Machst du ein Foto für 5 Pfund. Aber jetzt, wie viel bezahlst du für $5? Wie viel bezahlst du? Er hat gesagt, ich entschuldige mich. Ich wollte dich fotografieren, wie du bist.
wie du bist. Manchmal, viele sagen, ich will zum Gott kommen, aber ich versuche, ich habe angefangen ein Projekt und ich weiß, dass Gott gegen dieses Projekt. Ich beende diese Geschichte, dann komme ich zu Gott. Ich weiß, ich habe eine Beziehung, aber ich versuche, diese Beziehung zu beenden, dann komme ich zu dem Herrn. Ich versuche, ich kann nicht jetzt kommen, ich weiß, aber ich versuche, bald wie möglich, ändere ich mich und komme. Da liegt die die Egoismus, dieser Ich, die liegt an mir. Ich will nicht kommen vor dem Herrn. Mein Bruder, jüngster Bruder, ist Arzt, Facharzt für Herz- und Blutgefäße und sagt immer, die beste Zeit für eine Krankheit zu mir kommt, wenn er unter Schmerz. Wenn er Schmerz und danach bringen die ihn direkt zur Klinik, kann ich ihm richtig helfen. Aber stell mal das mal bitte vor, wenn einer sagt, ja, ich habe Schmerz, es tut weh, ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft, komm, wir rufen jetzt Notarzt. Sagt, nein, nein, warte mal, ach, noch 1, 2 Tage, bis es ein bisschen ruhig wird, dann gehe ich. Macht man das? Bei unser geistliches Leben. Wir sollen zu dem Herrn Jesus kommen, wie wir sind. Versucht man nicht, dich ein bisschen zu verschönen. Wir kommen, wie wir sind. Wir gucken, was ist passiert heute mit unserem Freund Bartimäus. In Markus Evangelium Kapitel 10, Markus Evangelium Kapitel 10, sagte die Bibel ab Vers 48. Als er geschrien hat, viele führen ihm an, er soll still sein. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm, fass Mut, stehe auf und Jesus ruft dich. Oder komm mit, Jesus ruft dich. Und ich möchte ein bisschen, bevor ich über komm mit, über dieses Wort, die hat meinem Herzen bewegt. Da blieb Jesus stehen. Da blieb Jesus stehen. Kann dein Schrei Gott stoppen? Wer kann Gott stoppen? Gott, der hat der Wind stoppen lassen. Jesus, der hat die Wellen, starke Wellen, in Markus Evangelium Kapitel 4, hat er Vers 39, hat die Wellen stoppen lassen. Jesus, der auf dem Wasser gelaufen, spazieren gegangen. Wer kann ihn stoppen? Eine schrie aus einem ernsten Herzen kann Gott stoppen. Du kannst heute mit einer ernsten Schrei Gott stoppen. Da steht Jesus, blieb Jesus stehen. Er kann nicht weiterlaufen. Er konnte nicht. Er hat das gehört. Jemand von ganzem Herzen schreit. Das kannst du heute tun. Auch wenn du sitzt in deinem Platz und in deinem Herzen. Herr, erbarme dich. Herr, helfe mir.
Herr, ich bin nicht zufrieden mit mir selbst. Herr, ich weiß, ich habe so viel Mist gemacht und gebaut. Aber heute, ich bitte dich, helfe mir. Ich bin stolz auf unseren Herr Jesus Christus. Eines Tages sagte die Bibel in Markus Evangelium Kapitel 5 über die Frau, die 12 Jahre geblühten. Und die hat ihn angefasst, hat sein Kleid angefasst. Und die steht der Herr und sagt, wer hat mich angefasst? 1000 Leute haben dich angefasst. Sagt, nein. Das ist ein Hand voll mit Glaube. Und in dieser Geschichte, als Jesus in Jericho, viele Blinden und viele Leute, und die Bibel sagt mehrere Mal, Massen von Menschen, das war bestimmt laut. Ruf mal jetzt einen Freund in Ägypten, jetzt, oder nach 2 Stunden, oder 3 Uhr nachts, oder 6 Uhr morgens. Ich garantiere, du kannst jeder Klacks auf die Straße hören, und die 3, 5, 6 Moschee, und die Verkäufer, 4 Uhr morgens. In Kairo, das ist eine Stadt, die schläft nicht. Vor 2 Tagen habe ich von ihr jemand angerufen. Ich konnte den Bruder nicht hören. Das war genau ähnlich. Jesus ist da, Straße ist voll, Brocken voll mit Menschen. Und jeder redet und jeder versucht mit ihm zu sprechen. Und jeder Kranke kommt fast in die Nähe zu ihm. Und der eine schreit. Aber Jesus hörte das. Er hörte das. Ja. Johannes 5, über dieser Mann, der Gelähmte in Beth Hesda, hat er 38 Jahre dort geblieben. Und die Bibel sagt in die Geschichte, dieser hat Jesus gesehen. Da waren so viele. Aber Jesus hat das gesehen, der wartet mit Glaube. Und der Bartimäus, der Herr sagt am Ende dieser Geschichte dieses Wort für ihn. Geh nur, dein Vertrauen, oder in meiner Muttersprache, dein Glaube hat dir geholfen. Vers 52. Dein Glaube. Es ist eine Frage. Glaubst du oder nicht? Glaubst du? Zweite Frage. Willst du? Glaubst du? Willst du einen neuen Anfang? Vielleicht, wie ich gesagt gestern Abend, bist du ein wiedergeborener Christ, aber die Routine kam zu deinem Leben. Es ist keine Lust, die Bibel zu lesen, keine Mühe, mit der Herr zu sprechen. Man kommt zu der Versammlung oder Gemeinde, wo du bist, gehören, aber einfach so nicht das Herz brennt nicht Liebe für den Herrn. Willst du einen neuen Anfang? Willst du? In meiner Heimat, als ich Kleinkind war, ich erinnere das sehr gut. Der Zug bei uns in Ägypten ging mit Kohle. Da war in jeder Zug ganz am Anfang in der Lokomotive ein großes Raum, und die geben Kohle und die wird Feuer. Über diese gibt es einen riesengroßen Tank, Wassertank. Wenn das Wasser kocht, kommt der Dampf, und dieser Dampf bewegt die ganze Geschichte, oder der Zug geht. Und das war der einzige Zug von unserer Heimat, meiner Stadt, wo die alle Studenten und alle Soldaten und die Lehrer gehen zu ihrer Arbeitsstelle. War keine andere Möglichkeit. Eines Tages, der Zug kam nicht. Und jede Station hatte eine Leiter, und der Leiter hat ein sehr altes Telefon. Da muss er eine Hand bewegen, bis die Hand sehr schwer, und danach redet er mit seinen Kollegen. Ist der Zug bei euch gefahren? Hat gesagt, nein, der Zug ist bei uns hier stehen geblieben. Warum? Gibt es keine Kohle? Hat gesagt, doch, es gibt Kohle. Kein Wasser ist Wasser. Was ist los? Er hat gesagt, es gibt Wasser, es gibt Kohle, aber das Wasser kocht nicht. Und wenn das Wasser kocht nicht, kommt keine Power. Gibt es keine Bibel zu Hause? Es gibt die Bibel zu Hause. Oder 2 oder 5 Stück. Gibt es keine Gemeinde? Doch, gibt es Gemeinde.
Aber das Herz kocht nicht Liebe für den Herrn. Das kocht nicht Liebe für den Herrn. Deswegen, das christliche Leben ist einfach so mit Routine gegangen. Über dieses Schreien, wann schreit man? Wenn man Schmerz hat, wenn man im Not, wenn man Helfer braucht, wenn man Angst hat, wenn man fährt oder geht in Dunkelheit, in Dunkel. Im Sudan, in eines Abend. Ich bin gegangen in dem Frühnachmittag, ein Bruder, der krank mit Malaria zu besuchen. Malaria im Sudan, das ist eine sehr schreckliche Krankheit. Viele, die sterben, besonders die Kinder. Ich bin gegangen, den Bruder zu besuchen, habe ich mit von Dr. Otkar von Deutschland, mit dieser Bolvar-Suppen, man kocht ein bisschen Wasser und davon 2 Löffel und gibt, Bruder, was gibt nicht, es gibt überhaupt nichts zu geben. Das ist lange geblieben und danach bin ich zurück. Es war sehr stark dunkel, du siehst nichts. Aber ich weiß ungefähr die Orientierung, die Richtung zu dem Haus, wo ich übernachte. Unterwegs sah ich auf dem Boden eine sehr starke schwarze Flecke. Ich weiß nicht, was ist das. Sehr ein Kreis. Stark Flecke. Schwarz. Schwarzer als der Dunkel. Da wusste ich nicht, was ist das für Suche. Aber fühle, dass es wie ein Grab oder ich weiß nicht, was da. Habe ich versucht, weg davon. Natürlich habe ich meine Richtung gewechselt, bis ich in dem Dorf angekommen, da war ich sehr weit. Bin ich nach Hause gegangen. Aber nächsten Tag war ich sehr neugierig. Ich wollte wissen, was war das. Ich bin gegangen am Morgen und das war ein Loch in der Boden, das ist vielleicht 7 Meter tief. 7 Meter tief. Und ich stand und ich habe gesagt, danke, dass du mir Augen gegeben hast. Danke. Wenn ich hingefallen, da sterbe ich garantieren, weil es gibt keine Helfer, keiner kommt hier. Wenn die 1000 Leute kommen, da gibt es keinen Leiter oder etwas oder solche Rettungsmöglichkeit. Es gibt nicht. Ja, du hast mir Augen gegeben, um mich zu retten. Das ist in Psalm 103, der mich oder der dich von dem Loch gerettet hat, der dein Leben von dem Loch gerettet hat. Wenn man lebt in Dunkel, da hat man Angst. Da schreit man von dieser Angst. Und das ist genau die Situation für die Blinden. Die Sünde machte mich blind, dass ich diese Gefahr sehen nicht. Ich habe gestern geäußert, ich besuche die Gefangenen in Wiesbaden einmal monatlich, 3. Donnerstag im Monat. Und ich darf sitzen als Seelsorger mit vielen. Und jeder nehme ich mit ihm 25 Minuten. Was ich erzähle euch, habe ich 1000 Mal gehört. 1000 Mal. 21 Jahre mache ich diesen Dienst. 1000 Mal. Einer sagt zu mir, ich weiß es nicht, war ich blind? Vielleicht war ich blind, war ich verrückt. Wie habe ich das gemacht? Haben so viele dumme Sachen, so viele dumme Sachen. Da sind die Leute größer als ich, stärker als ich, vielleicht intelligenter auch als ich. Aber die Sünde macht blind. Wer von die Drogen abhängen, wissen nicht, dass die Drogen ist hart und da hat ein negatives Ergebnis. Wer von den Leuten, die die Sünde tun, täglich, wissen nicht, dass es eine gibt, sehr starke, schwere Rechnung, die muss bezahlt. Aber der Satan will, dass die Menschen blind werden, bis er denen mitnimmt zu seiner Hölle. Gibt es in der Bibel Leute, die haben geschrien, aber die haben keine Hilfe bekommen. Und wir werden entdecken, warum das passiert.
Erste Situation, 1. Könige 18, die Verse 26 bis 29. Da sind die Leute, alle waren Propheten, aber Propheten für den Baal. Und die Elia damals stand daneben. Und jeder wollte ein Opfer für seinen Gott geben. Und die haben Opfer für den Baal. Und die Bibel sagt mehrere Mal, dass sie sind, die riefen. Dann die riefen mehr, die haben geschrien. Aber da war kein Laut, keine Antwort, keine Aufhorchen, gar nichts. Leute, die schreien, aber nicht zu Jesus. Letzte Woche, da kam eine Frau in die Seelsorge und nach langem Gespräch, sie hat gesagt, wissen Sie, ich danke Ihnen, Sie sind sehr fromm. Aber weil ich Ihnen sage, ich glaube an die Yoga. Ich glaube an die Yoga. Was macht sie? Sie geht und sitzt, kreuzt die Beine und gibt nicht eine Hand. Bartimäus hatte eine Hand. Aber bei der Yoga muss man die beiden Hände. Die beiden Hände. Schließt man die Augen und geht man mit seinen Gedanken an eine Kraft und sitzt man vielleicht in die Sonne oder Schatten mit Musik oder ich weiß nicht was und sitzt 2, 3, 4 Stunden, wie sie kann. Und sie sagt, was ist Sie, Herr Maurice, das ist schön für die Seele. Sagt er, wenn ich schön für die Seele. Wie viel Mal machen Sie das? Sagt, ich mache das seit 2 Jahren. Einer Mitarbeiter in die Firma, wo ich arbeite, hat mir das gelernt und mitgenommen und wir machen das oft. Sagt er, warum sind Sie bei mir heute? Wenn es ist schön für die Seele. Ihre Seele ist, sie sagt, irgendwie bin ich unsicher. Es sagt, für sie ist irgendwie, aber für mich, ich bin sicher, dass sie sind keine Sicherheit haben. Weil es gibt einen Weg, eine Möglichkeit. Es gibt eine Person. Es steht in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Das ist ein Law, ein Gesetz. Es ist kein anderer Name, kein anderer Weg, keine andere Möglichkeit, außer der Name Jesus, der uns befreit und der gibt uns zu sehen. Der bewahrt uns von aller Gefahr, der unterwegs ist. Noch Leute, die haben geschrien ohne Hilfe. In Apostelgeschichte Kapitel 12 saß Herodes, der König Herodes, saß auf ein wunderbarer großer Sessel oder Sitz, ein König. Und die Leute schreien zu ihm. Das Volk aber rief zu ihm, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zu fressen, verschied er. Leute schreien zu einem Mensch. Die machen von dem Mensch einen Gott. Und vielleicht sagt jemand zu mir, was hat das zu tun mit unserem Thema heute? Ja. Wir loben manchmal andere Götze. Andere Götze. Geld ist für viele Leute ist wie Gott. Geld. Der Satan hat uns verblendet wie Bartimäus. Geld. Die Familie geht kaputt, die Gesundheit geht kaputt. Keine Zeit für Gott, keine Zeit für Familie, keine Zeit für mich selbst, keine Zeit für Gemeinschaft, gar nichts, Geld. Deswegen hat der Herr Jesus gesagt, man kann nicht 2 Götze oder Göttin, 2 Göttin. Wenn Norbert Lied hier sitzt, ich fühle mich sicher. Es ist mein Lexikon, Bruderlexikon. 2 Herren dienen, das ist leichter als gut, danke schön. Man kann nicht 2 Herren dienen, Gott und das Geld. Wie kann Jesus vergleichen, Gott und Geld? Ja, ja. Man gibt Gott sein ganzes Herzen oder man gibt das Geld sein ganzes Herzen.
Man gibt das Leben für Gott oder das Geld nimmt die ganzes Leben. Man will für Gott sein Leben opfern und die Leute opfern ihr Leben wegen Geld. Manchmal der Satan hat uns verblendet. Ich weiß nicht, wie kann ein Ehepaar, die zusammen essen, die zusammen spazieren gehen, die zusammen schlafen, die zusammen reden, die alles zusammen gehen in einen Urlaub zusammen, aber beim Geld, nein, dein Geld und mein Geld. Kannst du das vorstellen, dass das Geld kommt zwischen zwei Herzen, die sich lieben? Kannst du das vorstellen, dass in ein Restaurant kommt ein Ehepaar, sitzen, jeder bestellt etwas und am Ende beim Bezahlen, jeder bezahlt für sich. Kannst du das vorstellen? Glaubst du das? Glaubst du das? Ja. Geld oder Auto. Gibt es Leute, die, ich kann hier in dieser heiligen Platz kann ich nicht alles sagen, aber ich weiß, das ist ein riesengroßes Familienproblem wegen der Autos. Und wenn das Auto eine Kratzer hat, da schläft der Bruder der Nacht nicht. Der Nacht schläft nicht und fotografiert die und guckt und sehr traurig. Wenn die Kinder in dieses Auto rein, die Mama muss an die Sandalen von jedes Kind gucken, das ist sauber. Die Dame hat gesagt vor ihm, wir hassen das Auto. Wir fahren mit dem Zug, es ist leichter. Das Auto ist wie Gott. Und die Körper kann ein Gott sein. Die Körper. Die Leute, die stehen auf die Waage jeden Tag oder morgen und Abend und vor dem Spiegel. Ich bin nicht gegen die Schönheit, ich bin nicht gegen die Gesundheit, aber der Satan macht uns manchmal verrückt. Die Körper, die Haare, die so. Als ich gekommen mit der Maschine, war eine Dame, die hatte eine Schuhe mit, sagt man, Absatz. Das war, ich weiß, so vielleicht. So. Sie kann nicht laufen. Ich weiß nicht. Bestimmt kriegt sie Blinddarm am Nacht oder etwas. Das bestimmt. Dieser Körper, Gott hat uns diesen Körper gegeben, dass wir durch den Körper ihm loben. Dass wir ihm mit unserem Körper preisen. Dass wir genießen das Leben und können wir ihm dienen. Einer hat geheiratet, eine sehr schöne Frau, wirklich sehr hübsch. Und als die nach Hause gegangen nach dem Gottesdienst, nach der Hochzeit, hat gesehen in die Wohnung total anderer Mensch. Alles was mit Kleber, das war geklebt. Und hier war etwas geklebt. Und das war geklebt, die Finger waren geklebt, aufgeklebt. Und am Ende, das war rausgeklebt. Da war auf dem Tisch ein Berg von so vielen Sachen. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, was habe ich geheiratet, genau. Dieser Körper ist ein Zelt, liebe Geschwister. Zelt, hat der Paulus gesagt. Das ist ein Zelt. Wichtig, dass ich diesen Körper sauber halten, schön halten für den Herrn. Aber dass ich nicht wäre für meinen Körper, dass so viele Zeit brauche, bevor ich raus von der Tür, von der Wohnung, brauche ich so viel lange Zeit.
Betest du, liebe Schwester, betest du so viel wie die Zeit, die Haare und die Körper und die Nagel, Fingernagel und betest du, liest du in die Bibel genau Zeit wie das? Ich sage nochmal, ich bin nicht als Orientaler gegen Schönheit, nein. Aber ich sage euch, wir müssen lernen, eine Grenze geben. Komm mit heute zu Jesus, der füllt dich und mich, wenn er uns erfüllen. Warum machen wir solche verrückte Sachen? Weil ich habe eine Leere in mir. Es ist leer. Jesus kommt und er erfüllt das. Erfüllt das. Da akzeptiere ich meine Größe. Akzeptiere ich meine Hautfarbe. Akzeptiere ich meine Figur. Akzeptiere ich mein Reden, akzeptiere ich mein Ehemann oder Ehefrau, akzeptiere ich meine Heimat, akzeptiere ich mein Gehalt, akzeptiere ich meine Wohnung, akzeptiere ich meine Geschwister in die Gemeinde, akzeptiere ich die Gemeinde. Aber ohne dass der Herr kommt und erfüllt. Ich bin Gott für mich selbst. Ich drehe um mich selbst. Und am Ende bin ich seelisch krank. Aber gibt es Leute, die haben geschrien und der Herr hat gehört. Ich sage ein paar Beispiele, zum Beispiel 2. König, Kapitel 4, Vers 1. War eine Frau, manche von den Bibelerklärern haben gesagt, dass die Frau von Obadja, der Prophet Obadja, hatte 2 Söhne, der Mann ist heimgegangen, gestorben, aber der Mann hatte Schuld an einen Schuldgeber. Das war im Orient, bei uns, wenn jemand stirbt, die lassen die Sache in Ruhe die ersten 14 Tage. Aber nach 14 Tagen kommt jeder, der muss für die Familie etwas geben, zum Beispiel sagt, dein Mann hat bei mir Geld gegeben, da will ich das zurückgeben. Oder kommt einer und sagt, Entschuldigung, es tut mir leid, herzlich beileid, aber hier sind 2, 3 Rechnungen, hatte Ihr Mann bei uns, das muss bezahlt. 2 Wochen kommt einer, klopft die Tür, macht die Frau auf, sie hat nur diese 2 Söhne und da kommt dieser Gläubige oder der Scheldgeber. Hat gesagt, dein Mann hat Schuld zu mir. Hat von mir Geld ausgeliehen. Und ich möchte mein Geld. Was hast du zu Hause? Ich habe nichts. Gut, weißt du, ich komme entgegen, ich nehme die 2 Söhne in die Stadt von das Geld. Und die Frau weiß nicht, was zu tun. Nimm die Kinder. Das geht nicht. Gib mir eine Chance. Bitte, gib mir ein bisschen eine Chance. Und die Bibel sagt, sie ist geschrien zu Elisa. Sie ist gegangen zu Elisa, ein Symbol hier für den Herr Jesus Christus. Er ist gegangen, hat geschrien. Du weißt, dass mein Mann war ein Mann, der hat Gott gedient. Er fürchtete Gott. Was soll ich tun? Und er hat Elisa gefragt, was hast du zu Hause? Elisa hat 2 Sachen entdeckt. Der Mann hat Gott fürchtete Gott und sie hat ein bisschen Öl. Gott zu fürchten und Gottes Geist, dieser Öl ist Symbol für den Heiligen Geist. Es ist genug, wenn das zu Hause ist. Vielleicht bin ich sehr arm oder komme von einer armen Familie. Aber ich fürchte Gott, das ist ein Reichtum. Um den Herrn zu fürchten, das ist ein Reichtum. Wenn Gottes Geist in mir, das ist ein Reichtum. Lies mal bitte die Geschichte zu Hause. Wie Elisa hat ein Wunder getan. Und die Frau durch die Glaube hat geglaubt. Und das Haus war voll mit Öl. Sie hat das verkauft, hat der Mann bezahlt und die Kinder behalten. Noch einer, der hat geschrien. Und Gott hat gehört. Jona in Kapitel 2, Vers 3. Hat er Fehler gemacht? Ja, hat er Fehler gemacht. Hat gesündet? Ja, hat gesündet. Aber er kommt
geht, komm und schrei zu dem Herrn. Er kommt zu dem Herrn und schrei. Und ich sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Und er antwortete mir, ich schreie. Schrie, ja? Schrie? Danke. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörst meine Stimme. Hast du gesündigt? Ja, ich habe gesündigt. Aber ich habe Vertrauen. Er hört mein Schrie, weil er weiß, ich mache das von ganzem Herzen. Es gibt noch ein Beispiel, das ist nicht geschrieben, da hat Gott mir gegeben, als ich gebetet habe. Die Bibel erzählt uns eine wunderbare Geschichte. Da war das Volk Israel, die Stamme Israel sind 12. 12 Stamme. Die haben Ärger zusammen. 10 haben sich zusammengesammelt und die haben sich Israel genannt. Und 2 Stämme, das ist Judas und Benjamin, haben sich zusammengesammelt und die haben sich Judas genannt. Die 10 haben einen sehr schlechten König, heißt Ahab. Und die 2 haben einen gläubigen König, heißt Jehoschafat. Eines Tages, Jehoschafat ist Verwandtschaft geworden von Ahab. Und Ahab hat Jehoschafat eingeladen, hat für ihn Grill gemacht und gegessen und Picknick und alles. Und nach dem Essen hat Ahab, dieser Schlichter zu Jehoschafat, der Gläubige, gesagt, ich habe eine Bitte. Sagt, bitteschön. Ich habe einen Krieg. Und in diesen Krieg brauche ich, dass du nur mit mir in den Krieg reingehst. Und ich verspreche, wir bleiben zusammen. Wir gehen in den Krieg zusammen. Wir werden kämpfen zusammen. Jehoschafat, der Gläubig, hat gesagt, weißt du, ich will dir gerne helfen, aber mein Leben lang habe ich gelernt, ich frage den Herrn erst. Zuerst bete ich. Kann ich die Stimme des Herrn hören? Er hat gesagt, ja, wie machst du das? Sagt, gibt es Propheten hier? Er hat gesagt, ja. Die haben 400 falsche Propheten. 400. Hat er direkt Ahab das vorbereitet, saß Ahab und der Jehoschafat auf 2 Stühle und die 400 Propheten stehen und jeder babbelt ein bisschen und redet und betet, macht ein bisschen komische Bewegung und danach fragte Ahab, sollen wir in diesen Kampf zusammen gehen? Die alle 400 haben gesagt, ja, geh. Sagt, was denkst du hier? Da hat der Jehoschafat gesagt, ich fühle nicht ruhig. Diese Stimme, das ist nicht die Stimme, die ich erlebt oder gewohnt habe. Gibt es noch eine? Er hat gesagt, es gibt eine, aber das ist immer gegen uns. Ein einziger. Er heißt Zacharia, der Sohn von Jamla. Wir holen ihn hier. Und die haben einen Mann zu ihm geschickt. Komm hier. Hör mal, 400 haben ja gesagt, du musst ja sagen. Wenn der König fragt, du musst ja sagen. Und sag es laut. Er hat gesagt, okay. Die haben ihn gebracht. Und unterwegs hat zu ihm gesagt, der König hat auch versprochen, wenn du etwas anderes sagst, bleibst du im Gefängnis, ohne Essen, ohne Wasser, bis du stirbst. Du musst ja sagen. Sagt, okay. Und die haben dieser christliche oder dieser gläubige Prophet gebracht. Und hat Ahab gesagt, sollen wir gehen? Er hat gesagt, wenn ihr geht, ihr werdet wie die Schafe ohne Herde und ihr werdet umgebracht. Und Ahab war sehr zornig
Und er hat gesagt, habe ich dir nicht gesagt, der Mann ist immer gegen uns, aber ich bin sicher, komm, wir gehen zusammen zum Krieg. Und die beiden sind im Krieg gegangen. Und mitten in dem Kampf hat Ahab seine Kleidung gewechselt und hat Kleidung für einen ganz normalen Soldat gebraucht. In demselben Moment, der König von Aram, der Feind, hat für seinen Soldaten gesagt, ich will keinen Krieg, ich will nur den König Israel. Der König Israel umbringen, das ist alles. Und die alle gucken, die finden ein einziger König, das war Jehoschafat. Und einer wollte ihn umbringen, aber die Bibel sagt, er hat geschrien. Er hat geschrien und der Herr hat ihn gerettet. Wir lesen diese Geschichte bitte zu Hause in 2. Chronik, Kapitel 18. 2. Chronik, Kapitel 18. Wie der Herr hörte die Stimme seiner Kinder, die für ihn beten, Tag und Nacht. Vers 31. 2. Chronik 18, 31. Jehoschafat aber schrie und Gott half ihm. Vielleicht bist du in einer Beziehung mit Nicht-Christen. Vielleicht gehst du oder bist du verlobt oder verliebt mit ein oder einer, der ist nicht wiedergeboren. Das ist das Ende vom Lied. Ein Fisch kann nicht fliegen oder eine Taube kann nicht ins Wasser runter, tief unter Wasser schwimmen. Du kannst nicht der Ungläubige gläubig machen. Da steht 1. Korinther Kapitel 7. Solcher Gefahr darf man nicht durchgehen. Komm mit. Jesus öffnet deine Augen, um zu sehen, wer ist dein Partner? Wer ist die richtige Person, wo ich das Leben mit ihm weitergehen und führen? Komm mit. Ich möchte weiter Gedanken. Gott fragt Bartimäus und fragt mich und dich heute, was willst du, dass ich dir tun soll? Jetzt, die haben Bartimäus gesagt, komm mit, die haben ihn vor Jesus gebracht. Steht vor Jesus. Er sieht nicht, aber sein Herz schlägt sehr stark Freude, weil das ist seine Chance. Das ist seine Chance. Was willst du? Wenn der Herr fragte diese Frage zu dir heute, was willst du? Gott sagt, was willst du? Gott respektiert die Willen eines Menschen. Auch wenn dieser Mensch sündiger ist. Wenn ich Fehler gemacht, wenn ich in falschen Weg noch bin, er respektiert. Er hat es einmal auch gesagt, Johannes 5, sagt für den Mann in Bethesda, willst du gesund werden? Gott respektiert deine Willen. Der Satan macht das nicht. Der Satan verderbt meine Willen. Aber der Herr respektiert deine Willen. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich hört und die Tür öffnet, dann komme ich. Respekt. Respekt. Im Christentum gibt es nicht das Wort du musst. Du musst. Aber willst du? Was willst du? Was soll ich zu dir tun? In Jesus gibt es totale Freiheit. Und deswegen, die Menschen, die in die Hölle gehen,
die haben kein Pardon. Es gibt kein Pardon. Die wollen nicht. Die wollen nicht. Die wollen Gott in ihrem Leben nicht zu haben. Er steht, immer sagt der Herr in Matthäus Evangelium 11, 28. Komm, Herr, zu mir. Aber er zwingt mich nicht, er nimmt mich nicht als Knecht. Nein. Er gibt mir die totale Freiheit. Was willst du? Er respektiert deinen Willen. Als Jesus diesen da liegenden sah und wusste, dass er so lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Und für Bartimäus sagt: Was willst du? Gott respektiert, aber Gott auch öffnet seine Arme und sein Herz ohne Grenzen. Ohne Grenzen. Sprüche 8,18, das ist einer von den Lieblingsversen, die ich mag. Er sagte hier: Reichtum und Ehre sind bei mir. Stattlicher Besitz und die Gerechtigkeit, die sind bei mir. Das ist alles für dich. Alles gehört dir. Ich habe einen Kollegen, einen Evangelist in Ägypten. Er kommt von einer sehr reichen Familie. In Deutschland sagen stinkreich. Eine sehr reiche Familie. Und sein Vater war richtig ein sehr reicher Mann. Der hat viel, 2, 3 Dörfer und viel Firmen und LKW-Firmen dieser Spedition. Viel. Und mein Kollege hatte ein Mädchen aus dem Kinderheim. Die ist in dem Kinderheim groß aufgewachsen und da hat er diese Mädchen geheiratet. Er hat sie gefragt: Willst du das Leben mit mir weitergehen? Und sie hat gesagt: Ja. Die lieben sich, die verstehen sich. Und die sind alle seiner Reichtum, weil sein Vater ist heimgegangen. Er hat alles geerbt und alles, was er hat, er gehört natürlich dieser Frau jetzt. Die kommt von einem Kinderheim. Man weiß nicht, wer ist ihre Mutter oder ihr Vater. Was für Kind war, das weiß man nicht. Aber was wissen heute? Sie ist Frau so und sie ist eine sehr reiche Frau durch die Beziehung mit dieser reichen Mann. Das ist ein ganz kleines Beispiel für die Situation. Wir sind sehr arm. Jesus ist der richtige Bräutigam. Er will mit uns das Leben führen. Aber er werde uns nicht mit Gewalt in dieser Beziehung nehmen. Er fragt: Willst du? Alles ist für dich. Reichtum und Ehre. Was wir eigentlich immer suchen. Wir suchen immer Reichtum und Ehre. Such mal in jeder Mensch. Such mal in die Psychiater jedes Mensch. Was sucht er? Reichtum und Ehre. Gesundheit und gutes Leben und. Der Herr gibt's. Aber du sollst zuerst mit ihm in dieses Bund reinkommen. Aber das Dritte, was Gott tut: Gott gibt ohne Bedingungen oder Voraussetzungen. Matthäus Evangelium 11, 28, dieser sehr alte, neue und der bleibt neuer Vers. Wir geben, aber immer mit Bedingungen. Ich gebe meinen Sohn, aber ich sage: aber du musst. Wenn du das machst oder das schaffst oder gebe, bei der Herr ist nicht so. Ich komme, wie bin ich. Gott ist da, wie dieser wunderbares Lied. Er ist da. Er ist bereit zu geben. Die Einladung: komm mit. Und ich fühle, dass die Leute zum Bartimäus gegangen, die wollten zu ihm sagen: wir waren wie du. Du warst Bettler, ich war Räuber, dieser war jemand, der hat jemanden umgebracht. Das Dritte war: wir waren wie du. Wir haben erlebt, er hat uns gerettet. Komm mit. Komm mit zu erleben, was er gemacht hat. Komm mit. Gott fragte dich: was willst du, dass ich dir tun soll? Was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort heute Abend? Bartimäus
als er geschrien. Nummer 1 hatte Bartimäus gegen die Willen der Umstanden. Die Leute wollten ihm stoppen. Bleib still. Du bist ein Bettler, Jesus gibt kein Geld. Er hat kein Geld. Er geht ohne Geld. Eines Tages muss er die Zoll bezahlen. Da hat er Petrus geschickt, einen Fisch zu fangen. Und in dem Fisch war dieser Star. Und dieser Star hat bezahlt. Er hat kein Geld. Bleib still. Aber gegen diese Willen, weißt du, wenn du Jesus akzeptieren willst, viele Leute werden dagegen. Vielleicht wirst du ausgelacht. Hier in Europa, leider hier in Europa. Man kann in 1000 Themen reden, aber kommt an die Glaube oder Jesus oder Kreuz oder Gemeinde oder Bibel, Leute zittern und Leute bleiben stumm, kann nicht reden. Oder Leute, die schämen sich. Schämen sich von einer, der hat sich nicht geschämt, als er auf dem Kreuz zwischen Himmel und Erde aufgehängt, gekreuzt. Jesus hat sich nicht geschämt von deiner Sünde, von deiner Missetat. Wir schämen uns. Paulus sagt, ich schäme mich nicht, um die Bibel zu verkündigen. Das ist Gottes Kraft für die Rettung. Liebe Geschwister, manchmal mein Gehirn, mein Kopf kann das nicht vertragen. Die Leute reden über Homosexualität. Und die Leute reden über Sport. Und die Leute leben über Geld und reden über Wetter. Und die essen und Urlaub und alles. Und wenn kommt an Glaube, nein. Ist das nicht eine Narkose von dem Satan, dass der Mensch bleibt blind und der Bettler, bis er findet sich in die Hölle? Gott wartet auf deine Antwort. Er hat geschrien gegen die Willen der Umstehenden. Zweitens, er hat geschrien, aber noch fester. Von ganzem Herzen. Drittens, er hat geschrien zu Jesus direkt. Und hier will ich eine kleine Bemerkung sagen. Ich bin offen für alle Kirchen, predige in jeder Gemeinde. Egal was dieser Gemeinde, ich habe die Bibel und Gottes Wort. Wenn du mich in eine Moschee singst und ich darf dort predigen, ich werde predigen. Auf die Straße werde ich predigen. Mit jemandem in die Maschine werde ich predigen. Aber über Jesus. Und die beten zu Jesus. Viele, die schreien vor ein Foto oder Bild oder Figur oder ich weiß nicht was oder Engel. Der Mann in Beth Hesda, 38 Jahre, wartet auf einen Engel. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Lies mal die Geschichte zu Hause. Du hast viel zu Hause zu lesen jetzt. 38 Jahre. Wartet. Kommt ein Engel. Die Bibel sagt auf arabischer Sprache, manchmal kommt ein Engel, bewegt das Wasser. Der erste Kranke, der ins Wasser runtergeht, wird geheilt. Ein einziger. Der Engel kann ein einziger heilen. Und manchmal. Vielleicht habe ich das einmal hier in der Halle gesagt. Ich weiß nicht, ich bin nicht sehr gut in der Rechnen. Kannst du gut rechnen? Wenn der Engel kommt, zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche. Das heißt, in einem Monat kommt 8-mal. Richtig? 2 mal 4, 8-mal. Und in einem Jahr 8 mal 12, 96. Richtig? 96 Mal. 96 mal 38, bitte. Wie viel ist das? Kein einziges Mal hat funktioniert. Kein einziges Mal, weil er wartet auf einen Engel. Dieser Blinde hat zu Jesus direkt geschrien. Direkt. Ich sage nochmal, ich bin nicht gegen jede
Gemeinde oder Kirche oder gläubige Richtung oder etwas. Aber ich sage zu euch, betet zu dem Herrn, schreie zu dem Herrn, komm zu dem Herrn. Der Einzige, der für dich gestorben ist, dem Herr Jesus Christus. Das Letzte, was ich sagen will, dass er geschrien und da hat er mit bestimmter Bitten, bestimmter klarer Bitten, erbarme dich mir oder mein, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner. Manchmal sage ich zu mir selbst, nicht Bartimäus, der blind war. Manchmal fühle ich bin der Blinde. Weil er wusste, was er sagt. Er wusste, was er will. Er wusste, zu wem redet er. Kein Heiliger oder Engel oder Bild, aber direkt zu Jesus. Kommst du heute mit? Willst du wirklich, dass der Herr öffnet deine Augen, deinem Herzen? Willst du mit der Herr heute einen neuen Anfang? Die Menschen können sagen, nur komm mit, aber können nicht mehr tun. Ich kann sagen, komm mit, ich bete mit, aber ich kann nichts mehr tun. Manchmal erwartest du von einem Prediger oder Pastor oder Evangelist, dass er Power hat. Wir haben keinen Power, wir haben Gottes Wort. Die Leute haben Bartimäus vor Jesus gebracht. Aber Bartimäus muss persönliche Entscheidung treffen. Das ist dein persönliches Leben. Wenn wir jetzt von Bruder Hufert ein Lied oder Musikstück, ich weiß nicht, was hat er für uns schon vorbereitet hat. Das ist eine stille Zeit für dich. Überleg mal. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Hast du Sicherheit? Hat die Bibel erster Platz in deinem Leben? Willst du deine Kraft neu erneuern bei dem Herrn? Deswegen sind wir heute da. Bartimäus steht vor dem Herrn. Du stehst vor Gottes Wort jetzt. Und das ist deine Chance. Komm mit. Lass uns beten. Beim Gebet gucken, was der Herr für uns, die Geschwister, vorbereitet haben. Nimm mal Zeit, nimm mal stille Zeit. Vielleicht hast du keine stille Zeit zu Hause heute gehabt. Vielleicht seit einer langen Zeit hast du nicht für dich selbst gebetet. Vielleicht dieser Wort stille Zeit ist für deine Ohren ist fremd. Aber das ist eine Chance jetzt. Das ist eine Chance. Wenn du dieses kommende Lied hörst, denke an diese Frage, die vor deinen Augen steht. Was ist deine Antwort? Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort heute? Was willst du? Er ist bereit, mit vollen Händen, voll mit Heilung, Güte, Barmherzigkeit, wartet auf deinen Wunsch. In Höhelied, Kapitel 2, Vers 14, sagte der Bräutigam, lass mich deine süße Stimme hören. Er wird deine Stimme, er hört deinen Schrei. In dieser stille, ruhige Zeit, du kannst entschieden. Er steht vor der Tür. Vielleicht jahrelang klopft der Herr an deinem Herzen an. Manchmal mit Gaben, manchmal mit Erfolg, vielleicht manchmal mit Not, vielleicht durch eine Krankheit. Aber er wartet auf deine Antwort. Komm mit.
erbarme dich selbst und denke an deine Ewigkeit. Wo willst du das Ewigkeit? Wo willst du bleiben? Wo willst du das investieren? Leider kann keiner von uns dir helfen, weil das eine private, persönliche Entscheidung ist. Gib dich selbst eine Chance. Wir haben kein Ziel hinter solcher Evangelisation. Überhaupt nicht, außer deine sehr kostbare Seele, dein Leben. In dir ist ein sehr kostbares Blut vergossen, für dich vergossen und in dir bezahlt. Und wie wir gewusst gestern haben, du bist ein wertvoller Sohn. Das ist die Bedeutung von dem Namen Bartimäus, der wertvolle Sohn. Du bist eine wertvolle Tochter. Keiner weiß, wie du wert bist oder dein Wert, außer der eine, der sein Blut in dir bezahlt hat. Komm mit. Jesus Christus. Wir sitzen still. Vor dir, der du still geblieben, stehend, still geblieben. Und wir bitten dich um neue Kraft. Schenk uns Mut zu schreien und dich zu bitten um Heilung von unseren Sünden. Wir tun das mit Vertrauen. Es tut uns leid für die Jahre und die Zeit der vergangen ohne dich. Wir kommen zu dir, wie wir sind. Danke für deine offenen Herzen und offene Hände. Amen.